Herzlich willkommen, liebe Leute, dass ihr euch angeschaltet habt bei DOC. Heute freut mich für eine neue Emission Blick auf Europa. Das Woche nach einmal von Brüssel. Wir gehen mit einem riesigen Schritt auf Christtag zu und ihr seht hier mal Dekoration, die Christbäumchen. Das ist die nächste Zeit, wo wir am 1. Advent, am 2. Advent schon dran sind. Das heißt, das ist eine besinnliche Zeit, wo auch noch immer viel Arbeitszeit bleibt, weil es gilt nach drin, so vom Schluss vom Jahr ein paar Dossiers zu kloturieren. Da setzen natürlich nach Kitwein einen großen Erfolg drauf. Und wir schaffen, ich hatte schon ein paar Mal auf dieser Platz vom Mobility Package geschwärzt, dass eine Party-Mesuren, die die Kommission vorgeschlagen hat, für den Straßentransport, hauptsächlich den Gitter-Straßentransport, für den besser zu kreieren, für den besser zu reglementieren. Wir haben eine Reglementation, das ist eine paar Direktive, wir haben eine Reglementation, eine Legislation, und die hat ein paar Lakunen, Unklarheiten. Und das wird natürlich von einer Partybetrieber ganz stark ausgenutzt. Da gibt Betrieber, da gibt auch Länder, die sich ein Modell abgerichtet haben, so ein ökonomisches, so ein Wirtschaftsmodell, die das voll ausnutzen. Und das geht ganz viel auf Detriment, also auf Kosten von den Chauffeuren, und natürlich auch zum Teil auf Kosten von der Straßenverkehrssicherheit. Und das sind zwei Domänen, sowohl das Sozial- wie auch Straßenverkehrssicherheit, wo ich seit langem intensiv darauf arbeite. Es ist so, dass wir am Anfang eine Co-Decision, das ist einerseits das Parlament, auf der anderen Seite haben wir den Conseil. Aber wenn die zwei sich einig sind, dann reicht also die europäische Legislation. Im Moment ist es so, dass wir als Parlament nicht richtig hervorkommen, da haben Positionen sich so verhärtet, da gibt es so richtig Clivage zwischen einer Reihe Deputierten aus östlichen Ländern, mehr aber nicht nehmen, auch aus Irland und aus Spanien, die ein bisschen mehr in der Peripherie liegen von der Europäischen Union. Die haben Probleme, die wollen den ganzen Transportsektor, den ganzen Kamionsektor noch mehr liberalisieren, noch mehr flexibilisieren. Und das wollen wir natürlich versuchen zu verhindern, weil wir der Meinung sind, dass es flexibel genug ist, dass die Arbeitszeiten bekannt sind und entre-temps gibt es sich damit arrangiert hat. Aber was eigentlich fehlt, und das macht den Sektor so schlecht im Moment, ein Image ist schlecht, Konditionen sind schlecht. Was macht er so schlecht? Das ist ganz einfach, weil keine Kontrolle stattfindet oder nur ganz wenig. Und handelt die Kontrollen auch keine Sanktionen sind. Jedenfalls keine, die so nicht wirklich dem Wort Sanktionen entsprechen, die auch wehtun. Das heißt, das am Anfang ein Sektor, den sich frei kann entwickeln, an den sich selber überlos ist, an der Hinsicht, dass ganz sehr wenig kontrolliert wird. Es treten immer Skandale auf. Die letzten, die kennen da aus Dänemark, die Bilder alle gesehen auf der Tele. Aber ich meine, das ist noch nicht ganz lang hier. Hat man auch zu Lützeburg die Gruppe aus dem Norden, Just Group, wo die ganze Prozedur nach am Gang als kontrolliert zu gehen, die ganze Affäre ist noch nicht kloturiert. Du hast das letzte Wort noch nicht geschwärzt. Aber sie kommen immer das will ich so, sie kommen immer so Skandale auf Tapet, über so Machenschaften, die am Anfang lang bestehen, an die auch leider zu einem großen Teil von den Memberstaaten toleriert gibt. Lo hat der Conseil, wie gesagt, vier gelöst. Das heißt, wir als Parlament sind es schwer, eine Lesung zu finden, um einem Dossier führen zu kommen. Das schon ein paar Mal am Tran behandelt gehen, das am Komitee Emploi behandelt gehen, das schon am Plenum gegangen, das im Zurück verwiesen gehen. Also wie gesagt, du hast Positionen, die verhält. Par contre, der Conseil, und da muss ich sagen, all Respekt für den Conseil, weil normalerweise sind als Parlament mehr ambitiös, normalerweise sind wir mehr ehrgeizig. Und der Conseil, den hängt ein bisschen da drin. Bon, das ist also dem gedreht, der Conseil hat am 3. Dezember per Majorité qualifié, ein Approche General Fond. Das geht an Texte finalisiert, mit die ersten Aussätze, die bekannt sind, wo die Transportminister darüber aufgestimmt haben, die sind vielversprechend. Ein paar Eckwerte, die einerseits bestehen bleiben, das heißt, länger Trauezeit über eine bestimmte Periode geht nicht angepackt, das heißt, geht nicht weiter flexibilisiert, was gut ist für einerseits für als Chauffeur natürlich, andererseits, wie gesagt, auch für die Straßensicherheit. Dann was auch wichtig ist, dass was konfirmiert gehen als von der Ministerin, das heißt Trauezeit an der Kabine verbringen. Ihr wisst, dass immer mehr Chauffeuren übernöchten an der Kabine müssen, weil auch forcément keine anständigen Möglichkeiten da sind, nicht genug Raststätten, nicht genug Hotels bei den Autobahnen und so weiter.
An dat ass awer vum europäesche Grieshaft fir enger Zeit verbote ginn, der wie nach se déichlesche Roudach verbringen och verkeiertste wëschentlichen mé normale wëschentliche Roudach vun 45 Stunden oder ab 45 Stunden derf net mir an der Kabin verbrucht ginn, an der das gute so dat Patronen ze summe mat de Schoferen no Lesungen do muss sich. In zweiten Eckwert den erhalen blieben als Kommission huet am Fong versicht so eng mat dran zu bringen, fir dat no puer Wochen effektiv an sein Land soll hemgoen, dat net 6 oder 8 oder 10 Wochen an engem Steck innerhalb vun der Europäische Union erwe ass mit an den och Familie kann besiche go respektiv einfach heem sei Wunsetz oder wéi auch immer seg Freizeit will verbringen. Der solo desideiert ginn, dat den spätstens allfeierte Weekend muss heem. Ich fand das auch eng ganz gut Sache. Doch do mussssen dann eben Patronen sech wie gesot mat de Schofferen organiiséieren, dat der dann Zukunft kann appliziert gin. Es wird auch ganz viel mehr möchte als den Kabotage. Kabotage ist von den Chiloen internationalen Transportmann, ein Beispiel aus Polen, so ein Berlin. Da kann ich dann innerhalb von 7 Tagen 3 Operationen an dem Land machen, ihre muss heimfahren. Ja, das dem uns gemerkt, dass auch Oplöden und Auflöden kann weiter gemerkt, dass der Kamion nicht aus einem Land könnt an Eidlere muss heimfahren. Weil Eidel heimfahren kostet ja auch Geld an Zeit, bringt der Umwelt nicht, bringt dem ganzen Binnenmarkt auch nicht. Das heißt, dass dem also festgehalten gehen, auch das ein bisschen konfirmiert gehen. Aber das Wichtige ist, dass den Lo auch eng Phase, eng Kadenzphase, das heißt, dass den Kamion respektiv den nur enger gewisser Zeit, dat de Kabotage mcht, dat de muss an engem andere Landen erwe sinn fir ze verhinen, dat regelmäßig de Kabotage gemerket, wat op Kächte geht, net engerseits vun de Sozialbedingungen méi besonnech vun den nationale Mäert, weil wann Di gesit jo op den Autobahn an op den Stossen NRW, Di gesit jo ganz viel Kamioen aus den östliche Länder, die hainer kommen an die heiden de Mäert am Fong aufgrasen an noch Futti machen durch die Bedingungen, die sie haben, an die Nationaloperateuren, die Nationalunterprisen hun am Anfang dummer der Kind, wo gut keine Möglichkeit mehr sich dagegen zu wehren. Das ist der zweite Punkt, den ist wichtig ist. Und dann auf dem dritten Dossier, das ist ein Detachement. Wir haben für ein Jahr haben wir direktiv gestimmt, die neue Direktiv über den Detachement, Entsenderichtlinie auf Deutsch. Das heißt, wann Arbeiter Salarien aus einem Land irgendwo hingeschickt gehen, für Arbeiten zu machen, wie das muss funktionieren, was für eine Security Sozial dazu sind, wie sie muss remuneriert gehen, neuerdings nur den Mindestlohn, die an dem Land aufhalten. Das ist alles ein Vorteil. Und da sollte den Transport, weil den ein bisschen speziell ist, der sollte eigentlich auf verschiedene Leute ihre Wunsch ausgeklammert sein. Wir haben aber Gott sei Dank fertiggebracht, dass das nicht so ist. Das heißt, den Transport kriegt eng sogenannte Lex Specialis, also ein Spezialgesetz, was sich aber größtenteils auf die Entsenderichtlinie vom Detachement darüber steibt, darüber pocht. Und ich meine, Login der pur kleine Ausnahmen, und da sind wir noch am Gang zu diskutieren. Da ist beim Conseil, das heißt, die grenzüberschreitende Verkehr ist ausgeklammert gehen, den Detachement bleibt 100% dran. Das heißt, in den am Detachement NRW muss der Mindestlohn respektive den Tarifvertrag von dem Land kreieren, wann die Direktive Kraft geht. Das sind alles Sozialbedingungen, die besser gehen für die Chauffeuren, besser für den Sektor, und auch, wie gesagt, besser dazu beitragen, dass die ganze Wildwuchs, Jean-Claude Juncker, denke ich, so der Far West von unserer Ökonomie, dass das wirklich besser reglementiert geht, besser, dass das abhält mit den Konditionen, die nicht mehr Menschen wollen. Der letzte Punkt oder 2 Punkte nach, wir wollen noch die kleinen Kamionetten mit abziehen, das heißt, bis jetzt wären nicht mehr bis ab 3,5 Tonnen. Wir wollen noch unter 3,5 Tonnen die mit abziehen. Die sieht immer mehr so kleine Kamionetten in NRW, das heißt, die haben gar kein Tachograph, gar kein Abzeichner von irgendwelcher Vitesse oder von Arbeitsbedingungen. Und die holen im Moment, wie sie wollen, das heißt, das muss abhören. Da sind ich bei meinem letzten Punkt, und das ist ein Tachograph.
Den Tachygraph war gesinn, fir dat alles opzezeichnen. Da ginnet an der Zwischenzeit ganz nei Elementer, bësse wie als GSM, dat heißt, kann alles opzeichnen, kann auch Grenzen opzeichnen, die iwwerschreit gin an se Virun. An dat solle man lo ab 2024 bis die Gesetzgebung ha bis Parlament sech lo eens ass bis den Parlament man kann sech eens ass et wahrscheinlich nach Jo oder 2. An dann ab 2022 sollen dann sämtlich Neigefierer den neien Tachygraph und den alles opzeichnet, wo alles kann kontrolliert gin. An ab 2024 soll die ganz flott, also dat heißt, die ganzen Kamionsektor mat den neuen Tachygraphen installiert gin. Dat sind fir eis bëssen die Hauptpunkte. Ich hoffe an ich werde all mein Engagement ersetzen die nächste Mainint dat Parlament auch an die Richtung mat sieht. Ich weiß, dat ha Tendenzen sind, die dat bësse méi flexibel gesinn, die dat méi liberal willlle gucken. Wir müssen dem entgegenwirken an ich denke, dat man dat fertig bringen. Dat wäre jedenfalls e großen Plus fir als Ökonomie, fir als Transportsektor, fir als Transportsektor op der Straße. Fir dat de bësse méi mënschech ze kreen, fir dat méi sozial ze kreen, a fir die Konkurrenz deloyal, die och ënner den Entreprise besteet, weil die eng Haen sech drun an die anderen Haen sech net drun, Di könnt ichch do firstellen, dat dat net serieux ass an dat dat op keng fair Wettbewerbsbedingungen sinn, an dat muss man wie gesot ënnerbannen. Et sinne lommer enkeier gut Norrichten aus dem Conseil, wo als Transportministerin de lächten Méindech den 3. Dezember ze summe souzen, bis an nøech an die Lesung von hunn. Aber wie gesagt, wir schaffen durch das Parlament auch an die Richtung zu gehen, dass wir dann hier nur eine Legislation kriegen, die auf Fachjargon die Straße hält. So, ich vielmals merci für das Nachgucken, bis die nächste Woche.